Herzlich willkommen zurück hier bei Retrocast. Sinnlose Let's Plays und zwar mit Diablo 3. In der letzten Folge hätten wir den Belial mal noch fertig gemacht, mehr oder weniger. Und wir sind noch ein bisschen am Reden gewesen und ich habe jetzt mal den Schuft ausgerüstet, weil mit der Verzauberin könnten wir auch mal noch ein bisschen etwas reden. Vielleicht gibt uns ja die auch noch ein bisschen Hintergrundwissen, wo vielleicht interessant wäre. Wie lange sucht ihr schon nach mir? Nun, es war nicht gerade einfach, euch zu finden. Ich musste tagelang suchen. Als ich allein aufwachte, wusste ich nicht, was passiert war. Ich habe ein wenig darüber aufgeschrieben. Wenn ihr möchtet, könnt ihr es lesen. Ich verspürte keine Angst, als sie das Grab versiegelten, nur ein Gefühl des Friedens, während mein Geist in die Dunkelheit sank. Es scheint mir, als hätte ich nur Sekunden später die Augen geöffnet und die verfallene Kammer gesehen, halb im Sand begraben. Ich habe alles zurückgelassen. Nun führt mich nur noch die Hoffnung. Stimmt ja, sie ist ja quasi eingefroren worden, damit sie in der richtigen Zeit wieder aufwacht, um mich zu finden, zu dem Zeitpunkt, wo wir da gegen das Böse kämpfen und ums Überleben von der Menschheit kämpfen, darf mit dabei sein, so in dem Stil. Hä? Wie war die Welt vor 1500 Jahren? Wunderschöne Städte erstreckten sich bis in den Himmel, doch sie waren voller Bosheit. Die Vistgerei beherrschten sie mit einem eisernen Willen. Wer waren die Vistgerei? Ein Clan von Magiern, eher durch Machtgier verbunden als durch Blutsverwandtschaft. Ich sehe, dass ihr Einfluss in dieser Zeit nachgelassen hat. War der Prophet einer von ihnen? Oh nein, er wollte die Vistgerei bestrafen. Sie waren die ersten, die Dämonen in diese Welt beschworen haben. Also so wie der wo wir belebt haben, der Okun oder wie der heißt. Also die richtige. Ist alles so, wie der Prophet es vorhergesagt hat? Nun, ich habe zum Beispiel nicht erwartet, dass ihr in Gesellschaft eines Seraphs sein würdet. Mit den Engel Tyrael? Ich wusste vom ersten Augenblick an, was er war. Aber es macht mich recht nervös, in seiner Nähe zu sein. Warum? Er ist nur hier, um uns zu helfen. Das haben wir nicht verdient. Tyrael hat alles, was er kannte, geopfert, um uns zu helfen. Ich hoffe, dass es das wert war. Ja, jetzt selber entschieden. Ihr seid manchmal etwas seltsam. Das liegt nur daran, dass ich sehe, was nicht einfach zu sehen ist. Ich habe das akzeptiert. Das war nicht böse gemeint. Ich mag eure Gesellschaft. Dann danke ich euch. Obwohl, vielleicht habt ihr recht. Ich fühle mich, als würde ein Teil von mir noch immer in einem weit entfernten Land schlummern. Mit der Zeit ändert sich dieses Gefühl vielleicht. Das wäre schön. Aber ich habe das Gefühl, dass das alles viel unangenehmer und komplizierter ist. Wo sind diese Schwestern, die ihr erwähnt habt? Sie hätten wie ich aufwachen sollen. Aber ihre Mission ist bereits vorüber. Wie das? Ich habe 2 von ihnen aufgesucht, bevor ich euch getroffen habe. Sie lagen in ihren Kammern, tot und verstümmelt. Die anderen sind recht weit entfernt und ich befürchte das Schlimmste. Wer könnte sie getötet haben? An ihren Wunden waren Spuren von dämonischer Magie. Der Prophet hätte sie sicherlich beschützen können. Wo ist er nur? Da mit den Schwestern habe ich irgendwie nicht mitgeschnitten. Ich habe weiter darüber nachgedacht, was mir fehlt. Und? Unsere Reise scheint mir Dinge klarer zu machen. Es ist schwer zu erklären. Vielleicht werdet ihr euch an mehr erinnern, wenn wir weiter vordringen. Ja, der Zauber, der mich in diese Zeit schickte, war an den Propheten gebunden. Nun ist er verschwunden und auch ich fühle mich unvollständig. Als wären Teile von mir verloren im Fluss der Zeit. Wie werdet ihr sie wiedererlangen? Ich kann versuchen, sie wieder heraufzubeschwören, aber es wird ein Weilchen dauern. Mein Geschick ist nicht so groß wie das des Propheten. Habt ihr euch an noch etwas erinnert? Ja, dunkel. Meine Schwestern und ich waren einst Dienerinnen im Haus eines großen Fürsten der Vistgerei. Hat er euch die Magie beigebracht? Nein, ich hatte angefangen aus Neugier seine Zauberbücher zu lesen und meinen Schwestern Magie beizubringen. Eigentlich nur einfache Tricks. Eine Zeit lang war das unterhaltsam. Aber dann habe ich erfahren, dass er angefangen hatte, Dämonen zu beschwören. Okay. Und dann hat im letzten Mal hat ja die Miriam etwas von unserem
Steinhandwerker Dingsbums erzählt und der wird vielleicht auch noch etwas zum Erzählen. Ihr werdet feststellen, dass Edelsteine, die ihr findet, eure bereits beachtlichen Fertigkeiten verbessern können. Ich kann Edelsteine gleicher Art kombinieren, um sie zu verstärken. Zurzeit habe ich nur einige simple Schmuckstücke für euch im Angebot. Wenn ihr mir aber Materialien bringt, werde ich euch später aufregende und exotische neue Entwürfe bieten können. Aber es muss sich nicht alles aufs Geschäft beschränken, nicht wahr? Kommt jederzeit auf einen Plausch vorbei, mein Guter. Ah, ein ausgesprochen interessantes Thema. Ich verkaufe Juwelen. Das klingt nicht besonders interessant. Ich habe nie versprochen, die interessanten Aspekte zu verraten. Ich wusste doch, dass ihr mich an aufregende und mysteriöse Orte führen würdet. Wir könnten praktisch jederzeit das Juwel finden, das ich suche. Wie lange sucht ihr schon nach diesem Juwel? Oh, schon recht lange. Es war bis jetzt ein fantastisches Abenteuer. Vielleicht würdet ihr es schneller finden, wenn ihr nicht so unvorsichtig wärt. Vielleicht schon, aber andererseits ändert das Juwel von Zeit zu Zeit seine Form. Ich bin nur begrenzt mitverantwortlich. Ja, also mit dem Juwel komme ich auch gar nicht raus. Da versucht man einem jungen Burschen einen guten Rat zu geben und er nimmt an, dass man der Gott der Diebe von Chansai ist und als greiser Juwelier verkleidet durch die Gegend zieht. Ich kann die Verwechslung verstehen. Sai und ich sehen uns tatsächlich ein wenig ähnlich. Ist das etwas, das eure Götter häufiger tun? Nein. Na ja, doch. Man sagt, dass unser Göttervater junge Damen damit erfreut, als 3 Meter großer Krieger in ihren Schlafgemächern zu erscheinen. Die Einwohner von Chiansai verehren 59 Götter. Aber wenigen wird so viel Ehrfurcht zuteil wie Sai, dem verstoßenen göttlichen Schelm, der als einfacher Händler verkleidet durch Sanctuario reist. Die Geschichten seiner Heldentaten reichen von brillanten Diebstählen und Streichen bis zu schlüpfrigeren Abenteuern, von denen ich an dieser Stelle besser keine wiedergebe. Okay. Ihr seht mich auf sehr seltsame Art an. Diese Legende von Sai scheint ausgesprochen gut zu euch zu passen. Seid ihr nun ein Gott oder nicht? Sind wir nicht alle göttlich auf die eine oder andere Art? Wenn ich eine gute Schüssel Wachteleintopf genieße, glaube ich jedenfalls, dass der Koch ein Gott ist. Und jetzt hört auf, mir Fragen über Eintopf zu stellen. Ihr macht mich hungrig. Seid nur weiter mysteriös, wenn es euch Spaß macht. Ich habe zu tun. Tut es auf mysteriöse Art. Das macht alles viel interessanter. Okay, aber da, wo er jetzt angesprochen hat, habe ich auch Vermutung gehabt, eigentlich. Aber Ich glaube, ich habe mich in Bezug auf das Juwel, das ich suche, geirrt. Es ist auch nicht in diesem Land. Was für eine Schande. Warum wollt ihr dieses Juwel mehr als alle anderen? Weil es Tausende getötet hat. Und weil ich der Einzige bin, der es besitzen kann, ohne Schaden zu nehmen. Weil ihr ein Gott seid? Nein, weil es mir schon alles genommen hat, was von Bedeutung ist. Aber genug davon. Ich habe jetzt schon lang genug ohne würziges Rindfleisch und noch würzigeren Wein durchgehalten. ja, also Essen, Trinken und Frauen. Denkt ihr, dass ich mir diesen schwarzen Seelenstein einmal näher anschauen könnte? Ich habe noch nie etwas Vergleichbares gesehen. Es ist zu gefährlich. Ihr solltet mich nicht unterschätzen. Das Juwel, nach dem ich suche, ist nicht weniger gefährlich. Meine Fachkenntnisse könnten euch von Nutzen sein. Immerhin kenne ich mich sehr gut mit Juwelen und Steinen aus. Ja, da wäre ich eigentlich auch dafür, aber da haben wir ja nicht auslesen und einfach hat man da. Ah, da kannst du alles. Ah, und ausbilden müssen wir auch noch. Ja, machen wir momentan nicht, sonst geht es jetzt lang und eigentlich sollten wir jetzt in der Story mal ein bisschen Hey, weiter. verehrter Herr, ich habe ein paar neue Wagen. Ihr solltet sie euch mal ansehen.
Heute ist ein guter Tag. Ihr habt dieses Land befreit und einen Herrscher der Hölle in die Knie gezwungen. Genießt diesen Moment, denn morgen geht der Kampf weiter. Keine Zeit, sich auszuruhen. Asmodan plant schon jetzt unsere Vernichtung. Der Herr der Sünde ist ein hinterlistiger Taktiker. Er wird uns dort angreifen, wo er glaubt, dass wir es am wenigsten erwarten. Und da, wo eine Niederlage unseren Willen brechen würde. Du lernst schnell, Lea. Du musst jetzt in die große Bibliothek von Caldeum gehen und die Arbeit deines Onkels fortsetzen. Was bist du für ein Mensch? Karawanenmeister, oder wie heißen wir den weiterziehen? Ich kann jederzeit aufbrechen. Lasst es mich wissen, sobald ihr bereit seid. Ja, ich glaube. Wieso nicht? Wenn wieder so schöne Filmfrequenz kommt. Das alles einfach nicht verstehen. Was entgeht mir, Onkel? Was ist es, das ich sehen sollte? Geht es euch gut? Sprecht mit mir, Kind. Ariad. Die Dämoneninvasion kommt vom Ariad. Caldeum ist von Belial und seinem Blendwerk befreit.
Es verbleibt nur noch Azmodan. Er schickt seine Armee aus, um uns aus dem Herzen des Ariad-Kraters anzugreifen. Die Bastion ist alles, was noch zwischen uns und dem sicheren Untergang steht. Ich werde nicht zulassen, dass sie fällt. Okay. Wieder ganz starke Filmfrequenz, wenn man denkt, dass das Spiel schon 10 Jahre alt ist. Oder älter sogar. Die Verteidigung der Bastion wird durchbrochen werden. Die Soldaten sind versprengt und fliehen vor Azmodans Horden, die sich aus dem Ariad-Krater ergießen. Und wenn die Bastion fällt, wird Azmodan den schwarzen Seelenstein an sich nehmen. Wenn das geschieht, ist diese Welt verloren. Die Bastion wird standhalten. Ich werde ihre Verteidiger versammeln. Entzündet die Signalfeuer und zeigt diesen Soldaten, dass wir noch nicht besiegt sind. Die Rettung ist da. Geht. Ihr werdet dort unten gebraucht. Ja, dann tun wir halt ein bisschen Metzeln noch. Das haben wir da auch noch gemacht. Dann nicht noch geredet und Filmfrequenz geschaut. Der schwarze Seelenstein wird wärmer. Er begehrt auf. Er widersetzt sich. Sie flüstern mir aus dem Inneren zu. Die Dämonen im Inneren versuchen zu entkommen. Allein deine Kraft kann den Stein zusammenhalten, meine Tochter. Es ist eine schwere Bürde, aber das Schicksal der Welt liegt in deinen Händen. Ja, da ist eine schwere Bürde, würde ich meinen. Hat es da hinten noch etwas Schlaues? Nein. Da ist ein Buch, das man lesen kann. Wir haben die Bastion erreicht. Aber den schwarzen Seelenstein zusammenzuhalten, erfordert all meine Zeit. Manchmal denke ich an die verwundeten Soldaten und ihre Familien dort draußen. Doch dann lässt meine Konzentration nach und die Zauber werden schwächer. Ich darf nicht schwach werden und muss darauf vertrauen, dass mein Begleiter für die Sicherheit der Festung und ihrer Bewohner sorgt. Okay, und reden möchte da noch mit uns. Azmodan wird schon bald im Inneren des schwarzen Seelensteins gefangen sein. Unser Sieg steht unmittelbar bevor. Nur Narren feiern den Sieg schon, bevor der Kampf überhaupt begonnen hat. Zusammen mit Belial befahl Azmodan mehr als 3 Jahrhunderte lang über die alles verschlingenden Horden der brennenden Höllen. Seine Gerissenheit geht über jede Vorstellungskraft hinaus. Gerissenheit ist Stärke nicht gewachsen. Ja, da wären wir nicht so sicher. Ich kann die Anspannung auf eurem Gesicht sehen. Der Stein bekämpft euch, um die Kontrolle zu erlangen. Es wird schwieriger, aber es ist nichts, womit ich nicht umgehen könnte. Die Dämonen tosen und wüten, um ihrer Gefangenschaft zu entkommen. Ihre Raserei wird mit der Zeit nur noch zunehmen. Lea ist sehr tapfer, aber wir sollten uns besser beeilen, bevor ihre Stärke nachlässt. Ja, gut, machen wir da. Beeilen wir uns. Irgendjemand muss die Notfeuer anzünden. Aber ich nicht. Das sieht übel aus. Ah ja, mit jetzt ist auch dabei, hä? Die Mauern stehen ja kaum noch aus eigener Kraft. Warum haben wir sie eigentlich niemals repariert nach dieser Explosion? Ihr habt den Befehl des Engels vernommen. Lasst den Ruf erschallen. Die Bastion wird nicht fallen. Ich brauche Wut. Rein oder müssen wir rauf? Nein, ich glaube, wir müssen rein, hä? Gut, gehen wir halt rein. Wir haben das Notfeuer gesehen. Wir müssen die restlichen entzünden, aber die Dämonen sind überall. Ach was, im Ernst?
Passt auf! Das geht noch nicht. Noch nicht bereit. Das geht noch nicht. Unmöglich. Das werde ich nicht tun. Verlangsames Schießen direkt wieder. Noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Das wollen wir strikt empfehlen auch. Noch nicht bereit. Das geht noch nicht. Ihr seid ein willkommener Anblick, Held. Ich brauche mehr Zeit. So, und dann auf die andere Seite. Nicht. Da sind wir ja hergekommen, oder? Wir haben dort nicht mehr viel sein im Jahr. Ihr seid der Beste. Nicht genug Ruhe. Noch nicht bereit. So, wie viel haben wir? 2 von 5 oder so? Das geht noch nicht. Das kann ich nicht. Ich werde stärker. Ja, wenigstens. An eurer Seite kämpfen zu dürfen. Ich brauche nicht bereit.
Zeit. Jetzt nochmal im Einzugstempo plädieren. Das geht noch nicht. Niemand hält mich zurück. Ich brauche mehr Zeit. Nicht genug Wut. Das geht noch nicht. Unser Champion ist zu mächtig. Diese Bastarde hatten keine Chance. Schnell! Helft uns, sie zurückzudrängen! Doch nicht bereit. Bitte gern schön. Ich brauche mehr Zeit. Was ist das für eine unheilige Kreatur? Auf keinen Fall. Okay, da werden wir noch aufhören. Das geht noch nicht. Unmöglich. Das kann ich nicht. Hauptsache, ich werde immer verlangsamt, oder? Ihr seid ein willkommener Anblick, Held. Mehr bereit. Du bist also das Insekt, das mir so viel Ärger gemacht hat. Schlag ruhig um dich. Du wirst mich nicht vom Seelenstein fernhalten. Ja, dann sehen wir den noch. Was bei den Höllen war das? Eine Illusion, um euch zu ängstigen. Wir haben die Feuer gesehen, die von euch angezündet wurden. Nun hat die Furcht uns nicht mehr in ihrem Bann. Die Katapulte können zwar die feindlichen Linien durchbrechen, aber wir können sie nicht aus ihren Schächten hochziehen, solange noch Dämonen in Scharen über die Mauern klettern. Ich werde die Katapulte hochziehen und diese Bastarde zurück in die Höllen schicken, aus denen sie gekrochen sind. Ich hoffe mal, wir haben mal einen Speicherpunkt. Gern. In der gemütlichen Festung hätte ich es fast geschafft, mich aufzuladen. Ja, nehmen wir da einen Speicherpunkt und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen in dieser Folge. Bis zum nächsten Mal und man hört sich.